Wie fühlen Sie sich heute? Sind Sie glücklich? Sie sehen gut aus, wenn man es so sagen darf. Dankeschön, mir geht es sehr gut. Haben Sie schon einmal daran gedacht, dass es vielleicht einfacher wäre, in Pakistan zu leben, statt in Europa? Woran ich schon gedacht habe, ist, man kommt als islamische Frau nach Europa, um hier die Menschenrechte wahrnehmen zu können. Und dann stellt man fest, das geht hier auch nicht mehr, weil Europa auch unsere Verfolger, nämlich die Islamisten, herzlich willkommen heißt und hier bleiben lässt. Wie gehen Sie damit um, dass Sie seit mehr als 10 Jahren auf jedem Schritt und Tritt bedroht werden? Ich frage mich schon, warum die Europäer nicht bereit sind, diejenigen Leute zurückzuschicken, die zum Mord an Menschen wie mich aufrufen, die Christen in den Asylheimen verprügeln, was in Deutschland gerade der Fall ist, die gegen Homosexuelle auftreten. Also diejenigen, die Gewalt lehren und Gewalt predigen, sollten meiner Meinung nach wieder zurückgeschickt werden in die islamistischen Länder. Ansonsten kann es für mich und auch für andere, die bedroht werden, kein freies Leben in Europa geben. Und das dürfen wir eigentlich nicht zulassen. Woher schöpfen Sie Ihre Kraft? Immer noch aus Ihrem persönlichen Glauben? Selbstverständlich, ich schöpfe Kraft aus der Quelle des katholischen Glaubens. Ich bin zum katholischen Glauben konvertiert wegen Jesus, wegen seiner Liebe und wegen der Verzeihung. Jesus hat nie Gewalt gelehrt oder praktiziert und Mohammed hat Gewalt gelehrt und praktiziert. Und ich habe einfach diese beiden Religionsgründe auch verglichen damals als Muslimin und mich für die Liebe Jesu entschieden. Und daraus schöpfe ich meine Kraft. Danke. Im Buch sind Sie sehr ehrlich und offen, wenn Sie Ihre Geschichte und Ihre Beziehungen beschrieben. Ehrlich in der Beziehung zu Ihrer Mutter, zu Ihrem Vater, gegenüber Ihren Verwandten und kritisch zu sich selbst, zu Ihren Jugendsünden und zu Ihrer Naivität. Es ist jetzt 10 Jahre her, seit Sie das Buch geschrieben haben und noch etwas mehr von dem Tag, als Sie sich für die Selbstständigkeit und die Freiheit entschlossen haben. Damals waren Sie noch so jung, unerfahren, ziemlich naiv und dennoch extrem mutig. Waren Sie sich dessen bewusst, wie Ihre Entscheidung von Schicksal gezogen werden würde? Das war mir schon bewusst, welche Konsequenzen mir drohen, wenn ich den Islam verlasse, wenn ich die Zwangsheirat verweigere. Wissen Sie, in meinem Heimatland Pakistan werden Menschen wie ich jahrelang ins Gefängnis gesperrt wegen Beleidigung des Islam. Absatz 295 ABC im pakistanischen Strafgesetzbuch sagt, jede Beleidigung des Propheten Mohammed und Koran muss mit lebenslanger Haft oder Todesstrafe geahndet werden. Und es gibt keine größere Beleidigung für den Islam, als ihn zu verlassen. Und so sitzen auch jetzt unschuldige Menschen in Pakistan in Gefängnissen wegen dem sogenannten Blasphemiegesetz. Den bekannten Fall von der katholischen Konvertitin, von der Katholikin Asia Bibi, haben Sie vielleicht schon gehört. Die Mutter von 5 Kindern, die angeblich den Propheten beleidigt haben soll und jetzt seit 2009 verhaftet und jetzt in der Gefängniszelle ist. Und ihr droht der Tod durch Erhängen. Und es gibt keine Meinungsfreiheit, es gibt keine Religionsfreiheit. Das ist eines der Dinge, die ich immer bemängelt habe
an dem Islam, den wir in Pakistan zumindest gelebt haben, dass es keinen freien Willen gibt. Und das hat mich im Christentum so begeistert, dass Menschen sich von Jesus abwenden, aber deswegen Jesus niemals diese Menschen verfolgt oder Gewalt gegen solche Menschen lehrt. Im Gegenteil, er betet dafür, dass man seine Feinde liebt und segnet. Und das ist das, was mich so begeistert hat an meinem neuen Glauben und mir die Freiheit auch geschenkt hat. Würden Sie heute wieder die gleiche Entscheidung treffen? Ja, aber ich glaube, ich würde früher Augustinus lesen. Augustinus Aurelius, mein großes Vorbild. Ja, dieser Mann hat die Vernunft und den Glauben quasi so vereinbart, und als ich Confessions, also die Bekenntnisse des heiligen Augustinus gelesen habe, war ich einfach so erfasst, dass ich dachte, das ist Wahrheit, das ist das, wonach ich gesucht habe. Der Preis für die Freiheit ist hoch, viel zu hoch. Wissen Sie, in Pakistan muss sich eine Frau entscheiden. Will sie die Freiheit, dann verliert sie die Familie. Will sie die Familie, dann verliert sie die Freiheit. Und das ist ein sehr schwerer Spagat. Aber ich wollte die Freiheit, weil eine Familie, die einem verfolgt, nur weil man frei leben möchte, liebt einem ja nicht wirklich. Und meine Eltern, das muss ich auch immer betonen, meine Eltern sind keine Monster. Meine Eltern sind liebenswürdige Menschen. Und wenn man meinem Vater begegnet, würde kein Mensch denken, dass er auch nur einer Fliege etwas zuleide tut. Er ist integriert, er spricht die Sprache. Aber das Problem ist, meine Eltern haben sich das alles nicht ausgedacht, sondern sie versuchen nur den Lehren Mohammeds zu folgen, der gesagt hat, man baddalahu dinahu faqtuluhu. Wenn jemand den Islam verlässt, dann tötet ihn. Und meine Eltern haben nur versucht, diesen Lehren zu folgen. Sie sind keine Monster, und auch andere, die ihre Töchter ermorden aufgrund der Ehre, sind keine Monster. Es wird gelehrt und sie folgen der Lehre. Und deswegen sind diejenigen, die so etwas lehren, noch viel mehr strafrechtlich zu verfolgen in Europa, als diejenigen, die es dann einfach tun. Weil die Brandstifter, die sitzen ja in den Moscheen, in vielen Moscheen in Europa. Und selbstverständlich ist nicht jeder Muslim so, und nicht jede muslimische Familie bedroht ihre Töchter und zwangsverheiratet sie. Aber ich spreche von denjenigen Frauen, denen es so ergeht wie mir. Und ich spreche über den Fällen der Integration, wo es nicht gelungen ist. Und das ist wie, wenn 5 Flugzeuge abfliegen und eins stürzt ab, dann redet man nicht über die 4, die gut gelandet sind, sondern über das Flugzeug, was abgestürzt ist, ne? Um zu schauen, wie man das vermeiden kann das nächste Mal. Alles begann mit einer Zwangsehe, der Sie sich widersetzt haben. Wie könnte diese Zwangsehe überhaupt eingestellt werden, wo wir doch wissen, dass die Mütter für diese zuständig sind? Das heißt, es müssten Sie zuerst die Mütter ändern. Ist das überhaupt möglich? Es ist so lange nicht möglich, bis sich die islamische Staatengemeinschaft offen proklamiert, dass Frauen gleichberechtigt sind. Das Problem jetzt ist, dass die islamische Staatengemeinschaft sagt, dass Frauen und Nichtmuslime niemals Gleichberechtigung haben dürfen. Das haben sie proklamiert in der EMRI, das ist die sogenannte die Kairoer Menschenrechtserklärung der islamischen Staaten, ein Verbund von 56 islamischen Ländern, die offen sagen, dass quasi Frauen und Nichtmuslime rechtlich keine vollwertigen Menschen sind. Und wenn Menschen aus diesen Ländern kommen, dann können wir gar nicht erwarten, dass sie sich auf einmal in Europa dann demokratisch verhalten und auch in den jeweiligen Ländern. Es müssen sich die Gesetze ändern. Schauen Sie zum Beispiel in Iran, da steht im Gesetzbuch, dass die Frau wegen Ungehorsams geschlagen werden darf und dass sie bei der Verletzung des Mannes straffrei ermordet werden darf. Das steht im Gesetz. Das heißt, wenn jemand aus so einem Land kommt und dann nach Europa einwandert, dann übernimmt der Staat nicht mehr den Ehrenmord, aber dann muss es die Familie eben ausführen.
Und da denke ich, müssen wir als europäische Gemeinschaft verhandeln mit den islamischen Staaten und sagen, ihr müsst eure Gesetze an den universalen Menschenrechten anpassen, die auch bei der UNO gelten. Was würden Sie heute als erwachsene, reife und erfahrene Frau jungen Menschen raten? Ich würde jungen Menschen raten, dass sie sich auf jeden Fall für ihren Glauben und für die Menschenrechte einsetzen. Europäischer Jugend würde ich raten, dass sie sich vor allem für diejenigen einsetzen, die keine Stimme haben. Das sind sehr oft die verfolgten Christen. Zurzeit werden über 100 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Jede 5. Minute wird ein Christ ermordet. Und das Schweigen darüber ist ohrenbetäubend. Die Christenverfolgung bekommt keine Plattform in den Medien. Und da frage ich mich natürlich, ist das Leben eines Christen weniger wert als das eines Andersgläubigen? Und ich denke, die Jugend sollte sich für die Menschenrechte engagieren. Und vor allem, denke ich, sollte sie sich auch ihrem Glauben wieder zuwenden, weil das eigentlich für mich das Wichtigste ist. Eine Kultur steht Europa und Europas Fundament gründet auf dem christlichen Glauben. Unsere Zivilisation haben wir eigentlich mehrheitlich dem christlichen Glauben zu verdanken. Auch die Aufklärung, die wir oft so preisen, konnte ja nur dort entstehen, wo das Christentum schon war. Das heißt, ohne dem Christentum gäbe es auch gar keine Aufklärung. Und da denke ich, dürfen wir ruhig uns zu unserem Glauben bekennen und damit auch dialogfähig werden für Muslime. Weil die meisten Muslime respektieren jemanden, der einen Glauben hat. Ansonsten haben wir gar keine Basis für den Dialog. Der Druck der Gesellschaft, der auf die Eltern und die Kinder ausgeübt wird, ist groß. Mich persönlich erschütterte am meisten die Situation, wo Sie beschrieben, dass Sie auf einer Schulaufführung nicht auftreten dürfen und man dann auch in der Schule sauer auf Sie war. Mhm. Das ist wirklich eine schreckliche Lage für so ein junges Mädchen. Mhm. Ja, das ist eine erstaunliche Erfahrung, die ich machen musste, dass man aus Pakistan flüchtet nach Europa, in der Hoffnung, hier auch Solidarität zu haben mit den Menschen, die hier leben. Aber das Interessante ist, die Leute solidarisieren sich sehr oft mit den Tätern. Und das verstehe ich gar nicht. Schauen Sie, als Theo van Gogh in Holland ermordet wurde, weil meine Freundin Ayaan Hirsi Ali einen Film gedreht hat über die Unterdrückung der muslimischen Frau. Wenn Sie da Stimmen gehört haben, zumindest in Deutschland, haben Sie immer wieder Leute gehabt, die gesagt haben, ja, und da, gerade aus dem muslimischen Bereich auch, ich finde es nicht gut, dass er ermordet wurde, aber, und es ist dieses Aber, was mich so stört. Das heißt, wir lassen die Pressefreiheit einschränken, Meinungsfreiheit einschränken, die Angriffe gegen Christen nehmen wir hin, die Angriffe gegen Juden, die gerade stattfinden, nehmen wir hin und die Angriffe gegen Frauen nehmen wir hin, gegen Atheisten, weil sie auch als Ungläubige natürlich weniger gelten. Und da frage ich mich schon, warum? Warum lassen wir das zu? Warum stehen wir nicht zu den Menschenrechten, die wir so hart erkämpft haben? Gibt es wirklich keine Möglichkeit, dass Ihre Familie Ihnen irgendwann mal verzeiht? Für mich ist das Wichtigste, dass ich ihnen verzeihe und ich habe meinen Eltern vergeben. Ich bete für meinen Vater und für meine Mutter und für meine Geschwister und ich liebe sie, ich sehne mich nach ihnen, aber
deswegen habe ich auch Verständnis für viele Frauen, die vor derselben Frage stehen und die oft auch gar keine Hilfe finden beim Staat. Wir haben Islamkonferenzen von der deutschen Bundesregierung, aber es gibt keine Opferkonferenz. Warum hört man nicht auf die Opfer? Die Opfer des Islamismus meine ich natürlich jetzt. Ja. Ich kann die Bedeutung der Familienehre und der Gemeinschaftszugehörigkeit nachvollziehen. Was ich nicht verstehen kann, ist diese schreckliche Kaltherzigkeit der muslimischen Männer. Bestimmt sie doch nicht alle so. Selbstverständlich nicht, aber ich denke, wir müssen über diejenigen reden, die diese Gewalt ausüben, die diese Gewalt lehren, und gegen die müssen wir konsequent in Europa vorgehen. Sie haben den Verein Sabatina gegründet. Was ist seine Mission? Wen unterstützen Sie? Wir helfen muslimischen Frauen, die Opfer von Zwangsheirat werden oder denen Zwangsheirat droht. Da haben wir eine Zuflucht in Deutschland. Die Opfer können sich bei uns melden. Das geht manchmal über die Schule, das geht manchmal eben über Freunde von den Opfern, übers Internet. Und vor allem auch wegen meinen öffentlichen Auftritten ist der Bekanntheitsgrad auch groß, sodass die jungen Mädchen sich auch an uns wenden können. Und bei uns finden sie eine Zuflucht. Wir haben Sozialarbeiter mit interkultureller Kompetenz. Sie kommen aus Pakistan und verstehen oft auch die Sprache der Mädchen. Und wir schauen dann mit jedem Opfer individuell, wie wir es schützen können. Da arbeiten wir zum Teil auch mit der Polizei zusammen und mit Opferschutzorganisationen. Und wir helfen ihnen auch, ihre Ausbildung zu machen, weil in vielen Fällen, wenn die Frauen von zu Hause flüchten, ist in über 80% ein Schulabbruch da. Und da versuchen wir eben dann mit den Schulen vor Ort zu verhandeln. Mit vielen haben wir auch gute Kontakte, sodass die mittlerweile unsere Organisation und Arbeit auch kennen. Das macht es dann etwas einfacher. Und also wir hatten jetzt gerade eine junge Frau da, die Kurdin ist, mit ihrem Kind. Sie wurde geschlagen von ihrem Ehemann. Und sie wollte ihn eigentlich gar nicht heiraten, das war eine Zwangsheirat. Und sie ist vor ihm geflüchtet und hat bei uns Zuflucht gefunden. Wir haben 2 Frauen gerade aus Indien da, wir haben eine Frau aus Pakistan da. Es sind verschiedene Nationalitäten und wir versuchen immer individuell zu helfen. Außerdem haben wir Projekte in Pakistan. In Pakistan haben wir ein Waisenheim gegründet für Mädchen, die aus der christlichen Minderheit kommen. Und ausschlaggebend dafür war ein Fall von einem jungen Mädchen namens Shazia Bashir. Shazia Bashir war 12 Jahre alt, als sie als Hausangestellte bei einem recht bekannten muslimischen Anwalt gelebt hat und dort gearbeitet hat. Und die Eltern mussten Shazia zur Arbeit schicken, weil die christliche Bevölkerung so extrem arm ist. Und Shazia wurde behandelt wie eine Sklavin. Und der Hausherr hat sie dann mit seinem Sohn zusammen so schlimm gefoltert, hat sie vergewaltigt, dass sie dann an den Verletzungen gestorben ist. Und die Familie wollte eine Anzeige erstatten und die Anzeige wurde dann abgelehnt. Und das ist die Situation der verfolgten Christen in Pakistan. Und ich wollte gerade Mädchen helfen. Und diese Zuflucht, die wir jetzt in Pakistan haben, die hilft eben Mädchen, dass sie ein Schutzhaus haben, dass sie ihre Trauma dort auch verarbeiten können. Wir haben Psychologen dort und vor allem, dass sie eine Schulausbildung bekommen, weil sie sehr oft Analphabetinnen sind und deswegen auch gar keine Zukunft haben. Das ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, weil mir auch die Frauen Pakistans sehr am Herzen liegen. In Pakistan wird jeden Tag eine Frau im Namen der Ehre getötet.
Hat sich in den letzten 10 Jahren irgendetwas verbessert? Hat sich die Not der Frauen verändert oder ist sie gleich geblieben? Ich würde eher sagen, dass es eher schlechter geworden ist. Die Radikalisierung der Jugend nimmt zu und wir tun nichts dagegen, sondern diejenigen, die diese Radikalisierung und den Fundamentalismus anprangern, werden ja dann sogar als islamophob dargestellt. Und in Wirklichkeit sind die, also nicht nur islamophob, sondern auch als rassistisch dargestellt. Und in Wirklichkeit ist das wirklich eine Verkehrung der Sprache, ja? Diese Verdrehung der Worte. Die Täter werden zu Opfern gemacht, die Opfer zu Tätern gemacht. Und man muss klar sagen, die Rassisten sind die Islamisten und nicht diejenigen Leute, die die Islamisten kritisieren. Alles andere und die Verdrehung davon ist politisch nicht korrekt. In Ihrem Buch haben Sie geschrieben, dass die Selbstmordrate bei muslimischen Frauen doppelt so hoch ist als der Nationaldurchschnitt. Wie kommentieren Sie das? Ich glaube, die jungen Frauen haben eine sehr große emotionale Last. Ich erkläre es an einem Beispiel. Wir hatten eine Frau aus Pakistan da und nach kurzer Zeit bekam ich einen Anruf, Notruf. Sie hat sich die Adern aufgeschnitten. Und als ich mit ihr gesprochen habe, dann hat sie gesagt, weißt du, ein Leben ohne Familie ist so hart. Ich schaffe das nicht. Ich habe keine Kraft. Und deswegen gehen auch viele Opfer wieder zurück in die Gewaltsituation, weil sie es nicht ertragen, alles verloren zu haben. Sie müssen verstehen, eine junge Frau, die aus der islamischen Community flüchtet, die hat niemanden, der sich mit ihr solidarisiert. Weil wenn die Familie sie verurteilt, dann setzt sich niemand für eine Verurteilte ein, weil er sonst selbst zum Verurteilten wird. Da gab es ja zum Beispiel einen Fall in Pakistan, wo sich weibliche Familienmitglieder gegen die Zwangsheirat einer jungen Frau gewehrt haben. Danach wurden alle lebendig begraben. Und wenn man das im Hintergrund hat, dann wagt man sich oft gar nicht, überhaupt die Freiheit zu wagen oder einen Schritt zu unternehmen in die Freiheit. Das fragt man ja oft, warum emanzipieren sich die Frauen nicht einfach? Ja klar, wenn du einen Ehrenmord begehst, eine brutale Gewalttat, wie das begraben werden, lebendig begraben werden, damit schreckst du Zehntausende ab, sodass sie ihre Menschenrechte gar nicht erst wahrnehmen. Und das ist das Problem. Das Opfer ist vollkommen alleine. Wenn sie im Gericht aussagen muss, wird die ganze Community sich auf die Seite des Täters stellen und sie wird dann auch noch verlieren vor Gericht. Das haben wir erlebt. Eine junge Frau wurde mit 14 Jahren verheiratet und dann kam der Fall vor Gericht und der Vater hat den Prozess gewonnen, auch vor allem als es um die Todesdrohung ging, weil die ganze Familie natürlich bis auf ihre Schwester gesagt hat, das Opfer ist eine Lügnerin und sie verliert vor Gericht. Und der Vater, der sie zwangsverheiratet hat, hat den Prozess gewonnen. Das ist die Realität. Wir sind opferfeindlich auch in der Gesetzgebung. Muslimische Frauen, die in Europa aufwachsen, befinden sich in einer schwierigen Lage. Sie sind zwischen zwei Kulturen hin und her gerissen. Letztendlich ist das tägliche Umkleiden ja schon anstrengend. Im Wechsel trug sie eine Tunika und westliche Kleider, schreiben Sie in einem der Beispiele. Mhm. Ja, also ich habe oft ein Doppelleben geführt, weil zu Hause war ich nicht islamisch genug und in der Schule war ich nicht westlich genug und ich war immer zwischen zwei Welten und zu keiner gehörte ich so wirklich. Und es war eine gewisse Einsamkeit da. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, ich tue das,
was die Europäer von mir erwarten. Ich integriere mich. Und dann wird man für die Integration verprügelt und dann wird man dafür, dass man seine Menschenrechte wahrnehmen will, nach Pakistan verschleppt und dort gegen den Willen in die Koranschule gesteckt. Und dann kommt man zurück und erklärt das den Europäern und die sagen dann, naja, man darf ja auch den Islam nicht kritisieren. Und wenn sich das Opfer anders verhalten hätte, dann hätten die Eltern das ja nicht gemacht. Also es kommen ganz viele Ausreden, um diejenigen zu verteidigen, die eigentlich gegen die Menschenrechte sind. Helfen Ihnen bei diesem Kampf auch europäische Frauenorganisationen? Ich war Botschafterin einer Frauenrechtsorganisation in Deutschland, aber eigentlich finde ich es erstaunlich, dass die Feministinnen das Schicksal der islamischen Frau ziemlich egal ist. Sie kämpfen gegen sehr vieles, aber warum haben wir als Opfer des Islamismus keine Solidarität bei ihnen? Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir die Solidarität der westlichen Frauen. Bei der Gerichtsverhandlung haben Sie festgestellt, dass sich in Österreich und in anderen europäischen Staaten niemand traut, seine Meinung über einzelne Gesellschaftsgruppen zu sagen, um ja nicht als rassistisch oder religionstolerant dargestellt zu werden. Ich finde, dass das heute noch im stärkeren Maße vorhanden ist. Wann meinen Sie? Ich meine damit, dass wir eine falsche Toleranz leben. Und falsche Toleranz heißt, dass neben den friedlichen Muslimen auch die Gewaltbereiten bei uns bleiben dürfen. Und diejenigen, die zum Tod der Juden aufrufen auf unseren Straßen, Juden ab in den Gas rufen auf unseren Straßen, trotzdem hier bleiben dürfen. Das ist falsche Toleranz. Wenn man heute irgendetwas über Flüchtlinge sagt, geht man sofort das Risiko ein, als rechtsorientierter Extremist abgestempelt zu werden. Wissen Sie, Nahrung für die Rechten geben diejenigen, die auch die gewaltbereiten Islamisten nach Europa willkommen heißen. In Deutschland haben wir verschiedenste Volksbewegungen wie Pegida, die gegen die Islamisierung auftreten. Und ich bin der festen Überzeugung, Pegida würde es überhaupt nicht geben, wenn die Politik die Sorgen der Bevölkerung ernst genommen hätte. Dass die Anführer von Pegida vielleicht nicht die besten oder professionellsten sind, das liegt ja nur daran, dass diejenigen, die es besser machen könnten, es eben nicht tun. Ich habe noch eine Frage. Ich halte es für richtig zu betonen, dass Ihr Kampf nicht gegen den Islam gerichtet ist, sondern gegen die Unterdrückung der Frauen. Wissen Sie, wenn ich über den Islam spreche, dann ich spreche in erster Linie über die Gewaltlehren Mohammeds, die ich kritisiere. Ich spreche über den Islamismus, der undemokratisch ist, der gewaltbereit ist und der gegen die Menschenrechte ist. Und diesen Islamismus kritisiere ich, die Gewaltlehren Mohammeds kritisiere ich. Und ich kritisiere, dass diese Gewaltlehren heute noch geglaubt, gelehrt und nicht bekämpft werden. Auch von der islamischen Gemeinschaft nicht. Wir in Slowenien lebten früher im kommunistischen Staat Jugoslawien zusammen mit Muslimen aus Bosnien und dem Kosovo. Schon unter ihnen merkte man einige Unterschiede. Sie lebten damals sehr leise, ruhig, fast unfällig, vor allem die Frauen. Aber nach dem Krieg in Bosnien und Herzegowina
Und in den letzten 10 Jahren merkt man auf unseren Straßen immer mehr Frauen, vor allem jungen muslimischen Frauen, die bedeckt sind. Meinen Sie, dass Sie das wirklich aus freiem Willen machen? Ich kann für diese Frauen nicht sprechen, weil das muss man schon die jeweilige Frau fragen, warum sie und ob sie das wirklich aus freiem Willen macht. Ich kann nur sagen, dass das Kopftuch für mich ein Symbol der Unterdrückung der Frau ist, weil es kein religiöses Symbol ist, sondern wir haben gelernt, eine Frau muss Kopftuch tragen, damit der Mann durch ihre Sexualität nicht in Versuchung gerät. Damit ist die Frau als Sexobjekt abgestuft. Und das finde ich nicht wirklich vorbildlich. Ist eine Integration möglich? Wollen die Muslimen überhaupt integrieren? Naja, also wir müssen natürlich uns eingestehen, dass die Integration zu großen Teilen in Europa nicht gelungen ist. Gerade jetzt erschien ja zum Beispiel eine Studie in Großbritannien, dass die Mehrheit die europäischen Werte ablehnt. Und ich bin der Meinung, das wird in den anderen Ländern, wo die muslimischen Communities sind, auch nicht viel mehr anders sein. Und auch wenn es nur eine Minderheit ist, die dann wirklich so gewaltbereit ist, dass sie mit den IS sympathisieren würde oder für Terroranschläge bereit wäre, müssen wir uns vorstellen, selbst wenn es nur 1% der Leute ist, stellen Sie sich mal vor, diese 1% entscheidet sich zu bewaffnen, diese 1% entscheidet sich, Terroranschläge überall zu verüben. Das ist nicht wenig. Und deswegen finde ich, sollten wir konsequent gegen die Gefährder der Demokratie vorgehen. Wie gerecht ist der Standpunkt der Europäerinnen, vor allem der Linksorientierenden, die meinen, dass das Bedecken eine Sache der Religion ist und dass sie das Recht dazu haben, dass sich die muslimischen Frauen eigentlich mit Freude und voller Stolz bedecken? Oder ist dies eher eine Ausrede, damit wir uns mit dieser schwierigen Frage nicht auseinandersetzen müssen? Ich finde es vor allem sehr erstaunlich, dass sich europäische Frauen für die Unterdrückung der muslimischen Frau einsetzen. Wie ich erklärt habe vorhin, die muslimische Frau muss Kopftuch tragen, damit der Mann durch ihre Sexualität nicht in Versuchung gerät. Und dann kommt eine europäische Frau und sagt, das findet sie super. Also das kann ich nicht verstehen. Das kann ich absolut nicht verstehen. Das finde ich nicht feministisch, das finde ich nicht menschenrechtsfreundlich. Und deswegen würde ich sagen, ist es nicht erstrebenswert, solche Aussagen zu machen. Was ist Ihre Ansicht dem Flüchtlingsstrom gegenüber, der nach Europa hereinwälzt? Wo stecken die Gefahren? Wir können doch sehen, dass die meisten Flüchtlinge junge Männer sind. Dass neben den direkten Nachbarstaaten 50 arabische Länder nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, obwohl sie dieselbe Sprache haben, dieselbe Kultur haben, dieselbe Schrift haben, dass die islamische Staatengemeinschaft nicht bereit ist, Flüchtlinge aufzunehmen oder angefragt wurde, Flüchtlinge aufzunehmen, sondern dass die ganze Last der ganzen Flüchtlingswelle Europa aufgebürdet werden soll, ist eine falsche Politik und es ist eine Politik gegen die europäische Bevölkerung. Das ist meine andere Frage. Sie waren in deutschen Medien vor den Gefahren, dass die Flüchtlinge mitbringen. Wissen Sie, wenn wir diejenigen, die die Menschenrechte verweigern und die andere angreifen, in Europa leben lassen, dann gefährden wir die Demokratie und die innere Sicherheit in unserem Land.
Ist Europa überhaupt in der Lage zu verhindern, dass die islamischen Extremisten mit ihren repressiven Ansichten gegenüber den Frauen überhand nehmen? Selbstverständlich ist Europa dazu in der Lage, wenn Europa sich dafür entscheidet, gegen die Islamisten vorzugehen. Das Problem ist ja, dass das ja noch nicht mal ansatzweise da ist. Man sagt zwar, man muss unterscheiden zwischen Islamisten und Muslimen, aber dann unterscheidet man gar nicht und sondern nimmt diesen Begriff von Islamisten und Muslimen, um einfach nach außen hin zu sagen, wir differenzieren, aber dann differenzieren wir gar nicht, weil wir schicken ja die Islamisten dann nicht zurück, sondern die dürfen ja dann alle da bleiben. Gibt Europa genügend klare Signale, dass die Gewalttätigkeit, vor allem die Gewalttätigkeit im Familienkreis, hier nicht erlaubt ist? Ich glaube nicht, dass Europa genug Signale dafür gibt, denn wenn diejenigen, die ihre Frauen schlagen und die ihre Frauen ermorden oder ihre Töchter ermorden, weiterhin in Europa bleiben dürfen, dann senden wir damit das falsche Signal und geben den gewaltbereiten Islamismus eine Heimat bei uns. Ist es möglich, dass sich ähnliche Attacken wie die am Neujahr in Köln passiert, wiederholen werden? Wissen Sie, das, was in Köln passiert ist, hat mich erstens überhaupt nicht überrascht und zweitens ist es allgemeine Realität in den Asylheimen auch, dass diese sexuellen Übergriffe stattfinden. Das ist natürlich in Köln in so einer großen Zahl dann passiert ist, hat die Leute schockiert. Aber es passiert ja täglich sowas. Und wir müssen uns auch vorstellen, die Täter hatten ja kein schlechtes Gewissen bei dem, was sie getan haben, weil es genügend Islamlehrer gibt, die sagen, dass Frauen, die nicht gläubig sind, vergewaltigt werden dürfen und sexuell missbraucht werden dürfen, weil sie keine Ehre haben, da sie ungläubig sind. Das ist die Ideologie der Islamisten und gegen die müssen wir eben vorgehen. Ihre Vision der Zukunft, Europa in 10 Jahren? Vielleicht. Solange Europa nicht bereit ist, die gewaltbereiten Islamisten in die islamistischen Länder zurückzuschicken, wird es für Leute, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen, Leute auch wie ich, keine Freiheit geben. Und wenn die Flüchtlingsströme so bleiben, wie sie sind, werden wir, denke ich, gerade in Deutschland mit der niedrigen Geburtenrate die muslimische Jugend zu einer Mehrheit machen. Wir haben zwar über 80 Millionen Leute, aber viele von ihnen sind alt. Und jetzt holen wir natürlich eine Menge von jungen Leuten aus islamischen Ländern, die aus den Ländern der OIC kommen, in denen es keine Demokratie gibt. Also OIC ist die Islamische Staatengemeinschaft. Dort gibt es keine Demokratie, dort gibt es keine rechtliche Gleichwertigkeit von Frau und Mann. Da gibt es keine rechtliche Gleichwertigkeit von Andersgläubigen. Und wir können von diesen Leuten, die dann zu uns kommen, nicht einfach erwarten, dass sie sich dann demokratisch verhalten werden. Sie haben ja nichts anderes gelernt. Und deswegen denke ich, wird das Ganze irgendwo in einem Bürgerkrieg enden. Das ist meine feste Überzeugung. Wo sehen Sie sich? Was wünschen Sie? Ich wünsche mir, dass Menschen, egal ob Christ oder Jude oder Atheist, dass die Menschen Mut zur Wahrheit finden. Ein Vorwurf an Sie ist, Sie gehen mit dem Islam hart ins Gericht. Der Islam wäre gewalttätig, behaupten Sie. Nicht ich sage, dass der Islam gewalttätig ist, sondern die islamischen Quelltexte sagen das. Die islamischen Rechtsschulen sagen das. Eine Menge Islamgelehrter heute sagt das. Ich kritisiere nur, dass diese Dinge heute noch gelehrt, geglaubt und nicht bekämpft werden. Es gibt ja auch viele europäische Leute, die den Islam und die Scharia verteidigen. Solange man mit der Scharia nicht in Konflikt geraten ist als Europäer, kann man das alles ja auch wunderbar verteidigen. Letzte Frage.
Sie riskieren vorwörtlich ihr Leben für ihren Glauben. Wie erleben Sie die Lauheit der Christen in Europa und diese teilnahmslose Haltung dem Glauben gegenüber? Wissen Sie, das Johannesevangelium sagt, Gott ist die Liebe. Jesus Christus ist die Liebe. Und bei aller Ablehnung von Jesus Christus denke ich, was die Menschen ablehnen, ist die Liebe. Und das finde ich sehr schmerzhaft. Und deswegen wundert es mich nicht, dass wir so viele Konflikte haben. Ohne Liebe ist alles nichts, wie es Paulus sagt. Und ich wünsche mir für Europa, dass es zu der Liebe von Jesus Christus findet. Danke. Ich gratuliere Ihnen für Ihre Tapferkeit und Festigkeit. Dankeschön. Dankeschön.